Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Pause von LiveNet. Ich freue mich sehr über alle, die dabei sind, die da zuschauen. Das ist doch toll, dass wir uns so gemeinsam treffen können. Ich freue mich auch besonders, dass heute jemand aus unserer Mitte mit uns sein Pausenbrot teilt, nämlich Beat Kunz. Beat ist regelmäßig bei uns hier bei diesen Pausen dabei und ich bin sehr gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Beat, du bist als Vertreter von Escape heute bei uns. Erzähl uns doch kurz, was ist Escape und was ist deine Aufgabe dort? Ja, guten Morgen zusammen. Ja, mein Name ist Beat Kunz und ich bin erst seit einigen Monaten bei Escape. Escape ist ein Angebot für Begleitung und Beratung von Personen, also Männern und Frauen, die pornografiesüchtig sind. Wir haben ein Angebot, das wir hier in Bern in den LiveNet-Büros anbieten für Gespräche, für Beratung, für auch den Austausch und vor allem, was uns sehr wichtig ist, die Rechenschaft, also dass man sich gegenseitig auch unterstützen kann auf diesem zum Teil sehr schweren und langen Weg aus der Pornografiesucht. Ich komme selber aus dem Emmental, das hört man vielleicht, und ich hoffe, mein Emmentaler Hochdeutsch sei verständlich für alle. Ja, wir verstehen dich sehr gut. Du machst das wunderbar. Sehr gut, Ja, danke. Escape, bestimmt ein Tabuthema immer noch, Pornografiesucht, und umso wichtiger, dass ihr diese Arbeit tut. Wirklich mega wichtig, mega cool, dass ihr euch da engagiert. Und ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Beat, wir freuen uns auf dein Pausenbrot. Ja, guten Morgen noch einmal. Ich beginne gerade mit dem Thema und sage, meine lieben Freunde, weil das Thema ist heute Morgen Freundschaft. Vor einigen Wochen habe ich im Beobachter einen Artikel über Einsamkeit gelesen. Das Thema Einsamkeit ist zurzeit aufgrund der besonderen Situation überall präsent. Beim Lesen des Artikels ist mir aber besonders aufgefallen, dass die Anzahl Personen, welche sich einsam fühlen, nicht erst im letzten Jahr gestiegen ist. Wie Studien belegen, stieg sie eigentlich über die letzten 20 Jahre kontinuierlich an. Scheinbar haben die Menschen immer mehr Mühe, wahre Freundschaften zu erleben. Das hat mich dazu bewogen, dass ich das mal auch von der Bibel her anschauen wollte. Was ist eigentlich wahre Freundschaft? Ich bin im Buch Prediger oder Kohelet, wie man dem auch sagt, fündig geworden. Im Kapitel 4 gibt es einen einige wunderbare Verse, die eigentlich wahre Freundschaft ausdrücken. Die lese ich euch jetzt vor. Das ist Prediger 4, 8 bis 12. Zwei haben es besser als einer allein, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, kann der eine seinem Gefährten aufhelfen. Doch wehe dem, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm aufhelfen kann. Auch ist zweien warm, wenn sie sich schlafen legen. Doch einer allein, wie kann ihm warm werden? Und wenn einer den überwältigt, der allein ist, so halten die zwei jenem stand, und der dreifache Faden zerreißt nicht so bald. Wir sehnen uns alle nach einer solchen Freundschaft oder solchen Freundschaften und wir fragen uns vielleicht, wie könnte dies gelingen? Dazu gäbe es sehr viel zu sagen. Ich beschränke mich heute Morgen auf 3 Punkte. Der erste Punkt ist, wahre Freundschaft braucht Transparenz. Ich meine nicht, dass wir beim ersten Gespräch mit neu gewonnenen Freunden gerade mit der Tür ins Haus fallen sollen. Aber wenn wir uns größere Vertrautheit mit Freunden wünschen, müssen wir bereit sein, ihnen gegenüber offen zu sein. Das beinhaltet den Austausch von Hoffnungen,
Ängsten und Leidenschaften, aber auch unsere dunkelsten Geheimnisse und größten Versuchungen. Um tiefe Freundschaft zu erleben, braucht es diese Transparenz und wir sollten uns nicht davor fürchten, auch unsere Narben und Wunden zu zeigen. Oft zögern wir, uns gegenüber anderen Menschen zu öffnen. Wir fürchten uns davor, uns unser wahres Gesicht zu zeigen, weil wir denken, sie wären entsetzt, sobald sie uns richtig kennen und unsere gut positionierte Maske fallen wird. Aus solchen Gründen sind gerade Persönlichkeiten im Rampenlicht oftmals in Gefahr, zwar viele Bewunderer und Anhänger zu haben, aber keine wahren Freunde. Die Bibel hat dazu eine klare Meinung. Wir sind alle von Natur aus nicht perfekte Individuen und leben in einer gefallenen Welt. Je mehr wir die Bibel lesen und verstehen, was sie über die Abgründe unseres Lebens sagt, desto weniger werden wir wahrscheinlich von den Offenbarungen der Kämpfe unserer Freunde schockiert sein. Und desto mehr werden wir bereit sein, offen mit ihnen über unsere eigenen Schwächen zu sprechen. Es ist gut, wenn wir unter guten Freunden Rechenschaft ablegen und auch die unbequemen Fragen stellen können. Dies ist herausfordernd, aber nur das hilft uns in unserem täglichen Leben weiter. Es ist wichtig, transparent und offen gegenüber anderen zu sein, um wahre Freundschaften zu entwickeln. Paulus rät uns im Römerbrief: Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Dies ist aber nur möglich, wenn wir wissen, was andere beschäftigt. Oft wird, nachdem eine Krise eskaliert ist, gefragt, wer war da, um zu helfen, bevor die schwierige Situation unrettbar wurde. Sehr oft muss dann gesagt werden, niemand oder wir wissen nicht wer. Niemand hatte genügend Einblick, um abzuschätzen, was genau los ist. Große Herausforderungen mussten durch die Betroffenen selber ausgestanden werden. Wenn andere Personen dies gewusst hätten, hätten diese Krisen vielleicht verhindert oder die Auswirkungen reduziert werden können. Der zweite Punkt ist, wahre Freundschaft fördert langfristig das Wachstum. Dieser Punkt hängt natürlich eng mit dem ersten Punkt zusammen. Freundschaften sollten uns weiterbringen und unser Wachstum fördern. Dieses Ziel wird gelegentlich Kritik von meinen Freunden erfordern, aber ihre liebevolle Offenheit verlangt mehr als das. Was ich manchmal brauche, ist ein ehrlicher, unvoreingenommener Rat. Nicht in erster Linie für mein Glück, sondern vielmehr aus der liebevollen Sorge um meine Heiligkeit. Es ist vielleicht nicht immer das, was ich hören möchte, aber ich weiß, dass es von dem Wunsch motiviert ist, das Beste zu werden, was ich für Christus sein kann. Solche Weisheit ist Gold wert. In den Sprüchen steht der folgende Vers: Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, aber noch angenehmer und wertvoller ist der gute Rat eines Freundes. Oft hält uns unser Bedürfnis nach Harmonie davon ab, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Lieber loben wir unseren Freund für alles, was er kann, aber nie wagen wir ihn zu kritisieren. Dies hilft aber niemandem weiter. Wenn unsere Freunde uns nur immer sagen, wie wunderbar wir sind, aber niemals die Schwächen ansprechen, machen sie sich mitschuldig und lassen uns in eine Falle laufen. Noch einmal Sprüche. Wer andere mit schmeichelnden Worten umgarnt, breitet ein Fangnetz vor ihren Füßen aus. Nun komme ich zum letzten Punkt. Wahre Freundschaft braucht einen dritten Faden. Wir haben
Wir selber haben nicht genügend Liebe für uns selber und auch nicht für die anderen, um über längere Zeit eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Wir brauchen tiefere Liebe, die nicht von uns selbst kommt. Wir brauchen die Liebe Gottes, wie sie uns Jesus Christus gezeigt hat. Viele unserer Beziehungen sind unsicher, weil wir das Gefühl haben, dass wir uns die Anerkennung und Zuneigung verdienen müssen. Wir sind uns nie ganz sicher, ob wir genug getan haben. Unsere Beziehung zu Gott ist dagegen völlig sicher, wenn wir auf Christus vertraut haben. Sie hängt ganz von seinem Opfer am Kreuz ab und nicht von dem, was wir getan haben. Nur Christus erfüllt unsere tiefsten Sehnsüchte und ist der größte Freund. Die Erfahrung, dass auch die beste menschliche Freundschaft ihre Limiten hat, ist aber kein Grund darauf zu verzichten. Nur wenn unsere Freundschaft auf Christus aufgebaut ist, werden sie eine sichere Grundlage haben und wirklich gedeihen. Der britische Mönch Al Reed schrieb dazu: Hier sind wir, du und ich hoffe ein Dritter. Christus ist in unserer Mitte. Was kann man von der Freundschaft Erhabeneres sagen? Was Wahreres, was Gewinnbringenderes, als dass sie in Christus beginnt, in Christus weitergeht und in Christus vollendet werden soll. Ich lese jetzt noch einmal den Vers 12 aus Prediger 4. Und wenn einer den überwältigt, der allein ist, so halten die zwei jenem stand. Und der dreifache Faden zerreißt nicht so bald. Ich denke, Christus ist dieser dritte Faden, der diese Sicherheit gibt. Er ist der engste Freund und ist näher als ein Bruder. Durch den Heiligen Geist ist er immer bei uns. Es kann keinen beständigeren Freund geben. Am Schluss des Matthäusevangeliums verspricht er Folgendes seinen Freunden: Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das entlastet mich, dass ich immer der Gute und der Beste sein muss, sondern weil ich eben auf Gott vertrauen kann und auf Jesus. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Beat, für dieses tolle Pausenbrot. Wahre Freunde ist etwas Rares, würde ich sagen, und es lohnt sich da zu suchen und auch in wahre Freundschaften zu investieren. Du hast uns da ganz eine gute Anleitung gegeben, wie man wahre Freundschaften erhalten und pflegen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt dann, darüber noch ein bisschen auszutauschen. Wenn du auch gerne mal bei diesem Austausch dabei wärst, dann kein Problem. Du bist herzlich willkommen. Logge dich einfach ein auf livenet.ch/pause. Dann bist du hier im Zoom gleich mit dabei und kannst anschließend auch noch mit uns gemeinsam austauschen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. War toll, dass du mit dabei warst.